Auch das Jahr, übrigens, und Gouf schon denke gesagt, wärmste Jahr seit langen, auch seit klimatologischen Abzeichnungen. Und da hat sie kein vereinzelt Phänomene, mehr ein Effekt vom Klimawandel, eine wissenschaftlich validierte Tatsache. Gucken ich mit gemischten Anblick auf die Resultate von der COP28. Das ist so evident, ja quasi banal. Die Wurzel vom Klimaproblem ist die Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Gerade lo sind ambitiöse Mesuren an einer sehr Reduktion von den Emissionen auf der Welt so dringend nötig wie nie verdrungen. 2023, das schon heute mal gesagt, wird als das wärmste Jahr an Geschichte Agoen Center das gemosket. Das ist wenn's umso mehr wichtig, dass Lützeburg an der EU eine starke Position vertreten an internationalen Allianzen schmiede für ein möglichst klares Bekenntnis von allen Staaten zu erreichen, aus den fossilen Brennstoffen herauszuklammern. Für uns als DP ist es evident, dass nicht mehr sehr umklammern, ob erneuerbare Energien eine Lösung ist. In dem Sinn sehen wir den Aufruf von verschiedenen Ländern, die Atomenergie massiv auszubauen, mehr wie kritisch. Wir werden als Klimaobjektive nicht erreichen, wenn wir nicht eine Gendergerechtigkeit tun. Wir müssen gemeinsam handeln, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Das ist die Message von der Wissenschaft. Und ich meine, die Message ist auch gehört gehen auf der COP28. Wir müssen ambitiös sein und nicht als Gesellschaftsprojekt gesehen, für als Klimaziele zu erreichen. Das gehört keinen Punkt auf fertig. Wir müssen abhalten, über diesen Planet hier zu fallen wie Parasit. Und das bedeutet, dass weltweit Efforten müssen gemacht werden. Ich will Franz fragen, Madame Joël Weffring, dann noch ein herzliches Merci so für die Aufrufe von dieser Aktualitätsstunde, zu der wir gerne Stellung wollen. Den abschließenden Akkord von dieser Konferenz hat der Herr Umweltminister als Schreck an die richtige Richtung bezeichnet. Gefördert wird unter anderem die weltweite Kapazität an erneuerbaren Energien zu verdreifachen. Allerdings steht dies, dass eine wichtige Erkenntnis die verfeierende Industrieländer gedroht, medial Männer zu finden ist, erlaubt man dafür, dass ich auf den Punkt ein bisschen agieren. Feiernd Industrienationen wie die USA, Frankreich, England, Japan und Kanada, weg der 70 Länder haben einen gemeinsamen Aufruf gemacht, für verstärkt auf Nuklearenergie zu setzen. Am Hinblick auf die angestrebte Energieneutralität sollte Energie aus nuklearen Quellen bis 2050 verdreifacht gehen. Unter der Leitung vom belgischen Premierminister de Maire de Croo sollen für 2024 zu Brüssel 30 Nationen beikommen, für den Ausbau von der Nuklearenergie zu debattieren. Mit dem Realismus sind die feieren CAP an dem Bereich zur Konklusion gekommen, dass Nuklearenergie im Moment der beste Weg ist, für den Klimawandel zu bekämpfen. Richtig also auf alle Fall an der Situation, wo wir uns befinden, wir wichtig Zeit gewonnen, wenn wir weitere Forschung und Sicherheit von der Nuklearenergie unterstützen. Wenn man neben den alternativen Energie auch auf eine sichere und verlässliche Nuklearenergie kann ersetzen, ist das auch für den Wirtschaftsstandort Europa ganz wichtig. Hier spielt doch Kompetitivität eine Rolle. Eine starke Wirtschaft ist übrigens Basis für innovativ nur natur- und klimafreundliche Technologien zu sichern. Für allem bringt das aber weg der wichtige Vorteil, wir gewinnen Zeit für besser mit sicher Nukleartechnologien zu entwickeln. Es gibt einen Heißdruck geforscht, für das Problem für den nuklearen Unfall zu lösen, aber auch für das viel mehr umweltfreundlich soll gehen. Auch im Bereich von den Alternativenergie muss weiter geforscht gehen, nur mehr effizienten Technologien. Bei der Elektromobilität gewannen wir Zeit für bessere Batterien zu entwickeln. Und die desaströse Situation von den Menschenrechten beim Aufbau von Seelenerden muss abhalten. Naturzerstörung, die sich durch den Aufbau von Seelenerden ergibt,
muss behöwe gehen. Was die künstliche Energiefroh angeht, bleiben wir als RD realistisch an Technologie open.